Was rede ich mit dir überhaupt über Filme? Ich bin eigentlich schon wieder... Du hast aufgeschwimmt, Maul. Die Fettfotzen, die aufgeschrieben Ich glaube, die fettige, schmierige Saufotzen. Alter. Gut. Das ist schön, ja. Okay. Niveautechnisch haben wir uns da super schon drauf eingestellt jetzt. Genau, das wird dann das Intro von der Folge. Halt doch dein fette, schmierige Saufotzen. Habe ich Ehre und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion, der beschimpfende Podcast. Ja, der Body Shame Podcast. Genau. Der bodyshamigste Podcast der Welt. Passt. Haben wir unser Intro schon eingeschmatzt, oder? Ja, alles lustig. Servus Corby, servus Mike. Ja, der Servus. Kani und der Mike, servus, grüßt euch. Lang ist her. Ja, Eigentlich das nicht. ist schön. Eigentlich nicht. Ich finde, dass der Monat furchtbar schnell vergangen ist. Ja, Ja, da schließe ich mich an. der hat ja nicht so viel Dock, oder? Also gefühlt nicht, ne? Ah, stimmt, ja. Ja, wie wollen wir denn anfangen? Also ich habe einen richtig bunten Blumenstrauß voller Blödsinn dabei. Und ihr? Ja, einigermaßen. Geht so. Sollen wir den vielleicht für die goldene Mitte als Highlight nehmen und der Mike fängt mit seinem Scheißdreck an und dann kommt der Corby. Das können wir auch machen. Du meinst, dass die Leute ein bisschen länger zuhören? Ja, genau. Jetzt haben wir euch angefixt. Es wisst ihr jetzt, der Corby bringt einen bunten Blumenstrauß an Verrücktheiten mit. Oh, und bei Mike schlafen wir ein und dann wachen wir zum Mitten wieder auf. Richtig. Und nicht ausschalten. Ungefähr so wie bei deinem Wolleck, das du dabei hast, weil es 2,5 Stunden dauert hat. Da schlaft man Ach, ein. halt doch dein Maul. Also auf alle Fälle, ich erzähle, wo es nicht einschlafen, das Gute kommt, wenn ich vorbei bin. Okay. Wenn ich alles gesagt habe. Da fange ich einfach mal an. Ich habe gestern noch einen richtig weirden Film gesehen. Hunter x Hunter heißt der. Kennt den jemand von euch? Nein. Das ist der U-Boot-Film mit dem Ding, mit dem Gerard Butler. Nicht? Okay. Ich weiß nicht, der heißt Hunter Killer, oder? Oder nein, Hunter Ich Killer muss ist. mit Hunter, aber genau weiß nicht, ich habe nicht angeschaut. Ja, auf jeden Fall ist der Hunter x Hunter ein Survival-Thriller, der unglaublich entschleunigt, ein paar Leute hatten sagen slowburnig daherkommt. Boah, wer sowas sagt. Unglaublich, ich weiß nicht, wer sowas sagt. Keine Ahnung. Aber der hat mich total fasziniert. Also er ist, wie gesagt, sehr langsam, aber hat einiges zu bieten an richtig gute Schauspieler, allen voran an Devon Sawa, den wir ja vor kurzem gehabt haben, den wir über die Chucky-Serie geredet haben. Spielt super geil. Und in dem Film geht's quasi darum, dass er so eine Aussteigerfamilie irgendwo, ich schätze, sowas ist eigentlich immer in Kanada, irgendwo im Wald haust, wohnt und macht einen auf Selbstversorger. Ja, im Endeffekt, sie lernen sich gegenseitig, wie man Sachen abbaut und Viecher Fell abzirkt und so, das was dann im Laufe des Films noch sehr interessant wird, wenn man jemanden die Haut oder das Fell abzirkt. Kein Spoiler, aber es wird richtig krass am Schluss. Ja, auf jeden Fall, es geht in dem Wald anscheinend ein Wolf glaubt man. Und der Vater der Familie, der Joseph, geht quasi raus und möchte sie auf die Jagd machen. Die Tochter möchte gerne mitgehen, weil die möchte auch so cool werden wie ihr jagender Vater. Aber die muss daheim bleiben und der Vater kommt eines Tages einfach nimmer heim von der Wolfjagd. Jäger sind ja wirklich sehr cool. Unglaublich cool, aber die kennt nichts anderes, die geht dann in den Schule, die wird daheim unterrichtet und so, also die coolste Person für das Dirndl ist der Vater. Kein Scheiß. Ja, der tut scheißen. Ja, okay, aber das ist ja jetzt auch nicht unbedingt verwunderlich, oder? Gar nicht. Ja. Gar nicht. Auf jeden Ich denke mal Fall. immer, dass eigentlich der Hund kreuzt sich wahrscheinlich immer nur deswegen so, weil er mich sieht. Ja, weil er dann hofft, dass es ein Brotzeit gibt. Endlich ist der Coolste von der ganzen Family wieder da. Und ich denke mir das dann auch, und dann machen wir mir so High-Five-mäßig, ja, ich bin wieder da, geil. Aber das letzte Mal, als ich bei Feierlich. dir war, hat er sich über mich richtig geschickt gefreut. Da Extrem-Kuschel-Session war da, wo gesagt. Nein, das hast du missverstanden, das war so, jetzt geh endlich. Nein, was nicht, wir haben uns gegenseitig am Arschloch gerochen, also wir haben uns gern. Oh Gott. Voll Teufel. Also wer jetzt noch schläft, dem ist nicht zum Helfen. Oh, so eklig ist der Hund nicht, halt dein Maul. So Der eklig Martin ist der Hund Rütter nicht. da jetzt sagen, recht hat er, so macht man das mit Hund. Ja, und eben so Cesar Milano erzogen so, Auf jeden Fall. Aber warte, bevor du nämlich die Story weiter erzählst, ich Ja. habe noch eine Frage. Bitte. Was ist denn eine Aussteigerfamilie? ja, die sind quasi so Prepper, sagt man im die Fachjargon, oder? Die so leben wie der Mike, abseits, ohne Zivilisation. Du wirst es nicht glauben, aber mit Prepper oder Pepper kann ich nur weniger anfangen wie mit einer Aussteigerfamilie. Helf mir weiter, ich komme jetzt mit deiner Frage nicht klar.
Ich weiß nicht, was eine Aussteigerfamilie ist. Ja, die sich halt aus der Zivilisation zurückziehen und dann selbstständig als Selbstversorger irgendwo draußen leben. Richtig, haben keinen Strom und Ja, haben... warum macht man denn so einen Kram? Da aus dem Wohlstand vom Moos leben halt so jene Leute. Ich hab Strom und fließend Wasser. Ich bin Ja, aber kein- seit wann? Ja, schon lang. Seitdem ich auf der Welt bin, auf jeden Fall. Ist doch gelungen. Die kennst du, Mann. Aber wenn du Aussteigerfamilie hast, heißt das dann, die Familie war vorher ganz normal in einer Zivilisation mit fließendem Das Wasser und Strom? weiß ich nicht, weil und das steigt hat jetzt dann in dem aus Fall- und deswegen nennt man die dann Aussteiger? In Oder? der Regel ja. In der Regel waren es vorher Normal. Leute, ich sage jetzt mal nicht normal, weil das ist ja Ansichtssache. Stimmt. Aber sie waren halt vorher normal und haben sie halt dann irgendwo, haben sie gesagt, ja, das ganze System bei uns ist für den Arsch und sie machen jetzt dann auf Selbstversorger und steigen aus. Wie ist das denn in dem Film eingeführt worden? Ist dann da so ein Text gekommen, die Aussteigerfamilie bla bla bla? Gott, oder das haben Gespräch nimmt Dimensionen an, von denen wo ich nicht ausgegangen bin. Um Himmels Willen. Ja, dann bereite der, dich Film vorher geht vor. einfach, der Film packt die und schmeißt die einfach in diese Situation rein. Die Leute versuchen quasi das Beste aus der Situation zu machen. Momentan kriegen sie für eine Fälle, kriegen sie nicht viel Kohle. Zum Essen ist hübsch wegen da. Und die Frau spekuliert schon die ganze Zeit, ob sie nicht Hitterl kaufen, also ein Haus kaufen irgendwo in einem Dorf oder in der Stadt, weil es halt mit dem Leben da im Wald und am Arsch der Welt nicht wirklich zurechtkommt. Genau. Wenn du aber- weiter erzählst ohne erklären, dann ist der Korbi auch Aussteiger wegen dir. Ja, und wenn die jetzt da außerhalb wohnen und dann auch nur Fell verkaufen und so. Das heißt, die kämen damit schon klar, dass andere Leute in der Zivilisation leben und da Ja, Strom und freilich. Wasser haben. ja. Aber das sind jetzt keine Amish oder so. Na, Aha. um Himmels Willen. Und darum geht's in dem Ich Film. möchte wissen, wie viele Hörer das jetzt schon ausgestiegen sind. Ja, ich hab sogar schon, ich hab schon abgeschaltet. Kopftechnisch. Und es geht in dem Film im Prinzip um diese Familie. Ja. Wie viel Bier hast du schon, Korbi? Gar keins. Ich habe einen Schluck hab ich bis jetzt gehabt. Ja, das ist aber bedenklich. Gut, also du hast jetzt mit 5 Minuten Fragpause. Oh Mann. Okay? Okay. Stille Treppe. Jetzt. Eselsmaske. Auf jeden Fall gesellen sie in diese Situation oder in den Film dann nur ein Polizistenpärchen, ein Mann, der im Wald rumstreunt und ein richtig krasses Ende. Also der Film war super cool, hat ein paar richtig schöne Wendungen drin gehabt. Ja, und das Ende war leck. War Also der Streuner und der Polizist auch Aussteiger? Ich frage für einen Freund. nein, wisst ihr nicht. Aber das sind so richtige Hillbilly-Cops, wo du sagst, ja, das ist so Fargo-Style. Also so gell. Depri-mäßig. Also wer auf so richtig gemütliche Thriller steht, die ja teilweise ziemlich grob werden können, der ist bei dem Film auf jeden Fall gut aufgekommen. Hunter x Hunter müsst ihr euch auf jeden Fall aufschreiben. Ist ein Fantasy Filmfest gelaufen und hat da recht gute Bewertungen von den Leuten gekriegt, wo ich da so mitgekriegt habe. Und deswegen bin dann ich ja erst auf den Film gekommen. Darf ich was dazu sagen? Ja, Nein, bitte jetzt. 5 Minuten hat es gekostet, gibst du jetzt durch. Weißt du, was ein geiler deutscher Untertitel wäre? Ha? Hunter x Hunter, die Aussteiger. Ich hab's gewusst, dass das gibt. Ja, ja. Also man kann den Film quasi auch anders aussprechen mit Hunter x Hunter. Es Wo gibt sind einen auch wieder Anime, kein der heißt Spoiler. Hunter x Hunter, der ist auch cool. Was? Es gibt einen Anime namens Hunter x Hunter, der ist cool. Wie ich vorhin ein paar Sachen schauen wollte, habe ich Hunter x Hunter eingegeben und komme dann auf so einen Zeichentrickfilm. Ja, stimmt. Zeichentrickfilm. Scheiß alter Depp, Ja. du. Zeichentrickfilm. Ja. Jetzt pass auf. Und dann habe ich noch was gesehen, was auch ziemlich geil war. Und zwar habe ich genetflixt und habe mir Curse of Bridge Hollow angeschaut. Ein richtig schöner Familien-Halloween-Film. Mit dem Marlon Wayans, den man bestimmt noch kennt aus Scary Movie, der Kelly Rowland, den man noch kennt aus Freddy vs. Jason und die Pia Ferguson, die glaube ich kennt man aus Stranger Things, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Also wir haben ja da jetzt, das muss man sich vorstellen wie so eine Gänsehaut-Folge oder einer von den Gänsehaut-Filme, aber nicht so krach überdraht. Also er ist schon hübsch düster teilweise, hat richtig kreislige Gefrieser mit dabei, aber es wird alles im Endeffekt oder jede Anspannung in dem Film immer dann mit einem Lacher oder irgendeinem Gag aufgelöst. Es ist schon fast so Evil Dead 2 Humor, gerade ohne Blut. In dem Film geht es darum, dass so ein altes Artefakt quasi, das wenn man eine Kerze reinstellt, also quasi der Urkürbis so ungefähr, in dem man eine Kerze reinstellt, wird angezündet und dann verbreitet sich quasi der titelgebende Curse auf Bridge Hollow
und dann fängt die Halloween-Deko in dem Dorf an, lebendig zu werden. Und wir haben ja da am Anfang schon richtig schönes Foreshadowing, wenn es in jedem Garten einmal so reingefilmt wird und dann sagst du, ja, cool, aber das Jahr habe ich das Thema Walking Dead und der hat seinen ganzen Garten mit Zombies dekoriert, die dann quasi alle aufstehen oder Skelett-Footballer oder irgendwie so. Das sind dann irre viele Monster oder Killer-Clowns. Also es ist so ziemlich alles dann lebendig, was man sich so an Horror-Kreaturen vorstellen kann. Und der Film war lustig, der war spannend, der ist auch für Kids super geeignet. Ich sage jetzt mal, ab 10 kann das hübsch okay sein, weil, wie gesagt, es gibt schon gruselige Gefrieser, aber wirklich jede Anspannung, jede Action wird dann mit einem Gag aufgelöst und er war sehr kurzweilig und nicht halb so überdraht, wie man vielleicht meinen kann, wenn man den Trailer gesehen hat. Also ich habe den Trailer vorher angeschaut, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, hoffentlich ist das nicht so ein billig Netflix-Film, aber effekttechnisch war der ganz gut. Und war auch Gott sei Dank nicht so überdraht, wie der Trailer vermuten lässt. Kennst du den? Habt ihr noch gesehen? Einen Trailer habe ich gesehen, ja. Nein. War überdraht, gell? Ja, ich möchte aber gerade kurz anmerken, dass wir mir Kelly Rowland auch aus dem Musikvideo vom Nelly kennen, und zwar Dilemma, in dem sie lästig war auf ihrem Freund, weil er nicht geantwortet hat auf ihr Schreiben, obwohl sie in der Szene am Handy mit Excel umeinander gearbeitet hat. Also sie hat ja gar nicht schreiben können. Also das war... Wer ist der Nelly? Halt doch dein Maul. Mein Gott, Mike. Weißt du, musiktechnisch, da kenn ich mich wieder aus und du? Ja, da bin ich raus. Excel, weiß ich auch, was das ist. It's getting hot in here. Excel kenne ich mir auch. It's getting hot in here, Mike. Das ist doch dein Little Gewinn. Ja, das kenne ich. Das Ja, war schau. MGM-Zeiten. Ja, schau, das war der Nelly-Sepp. Ach, das war der. Immer ein Pflaster im Gesicht. Jetzt. Genau. Ja, geht mir das Taschen ein bisschen in der Hosen auf. Okay. Ja, bist so ein also Rassist. eine absolute Empfehlung für diesen Film. Schaut's euch an, für fast die ganze Familie geeignet. Was der Kani vorhin schon angeschmerzt hat, und zwar mein 2,5-stündiger Erguss, den ich gehabt habe bei Terrifier Teil 2. Der Film bricht ja in Amerika gerade die Rekorde. Der hat $250.000 gekostet und ist momentan irgendwo bei fast 7 Millionen Einspielergebnis und ist ein wenig ein Hit momentan. Produziert von Bloody Disgusting. Den ersten Teil kennen wahrscheinlich ganz schön viel, weil das irgendwie, der hat sich auch so als kleinen Kult-Slasher hat sich der gemausert, weil er auch ziemlich grob ist und Art der Clown eine ziemlich, ikonische Slasher-Figur findet und auch einer von den wenigen wirklich gruseligen Clowns, die man aus Filmen kennt. Also den finde ich wirklich gruselig und fies. Auf jeden Fall habe ich mir den zweiten Teil angeschaut. Da ist eine Blu-ray rausgekommen in UK und der ist sogar ungeschnitten. Und was man da zum Sehen kriegt, ist eine wahre Freude, Kani, oder? Also Augenweide. Und Eingeweide. Augen Und Ausgeweide. Also der Film, es ist schon krass, weil das Ding dauert wirklich 2,5 Stunden, fast 2,5 Stunden, was für einen Slasher schon ziemlich ordentlich ist. Aber für meinen Teil hat mich der voll gut unterhalten. Die Darsteller sind cool, die Musik ist gut. Der Film schaut eher so aus, als wenn er aus den 80er war, spielt aber in der Moderne momentan. Schaut richtig gründig aus, die Splatter-Effekte sind hervorragend und extrem häufig. Also es wird, ich glaube, alle 10 Minuten irgendjemand komplett slegt. Wer gemeint hat, die Szene aus dem ersten Teil, wo die Dame mit der Eisensäge in der Mitte der Längs durchgeschnitten wird, war das härter, was er je gesehen hat, dann soll er bei dem Film mal ganz gut aufpassen. Es geht noch viel, viel krasser. Ja, der mag schon nicht geizen. Ja, ich sag nur der Tante, der mit der Nagelschau anfängt, die Kopfhaut abzuziehen. Also, was er mit der alles macht, alter Schwede. Ja, die hat's nicht leicht gehabt in dem Film. Nein, gar nicht. Ich nicht finde, von der Story her finde ich ihn auch cool. Es kommen ein paar so übersinnliche Elemente mit dazu und ein paar so psychedelische. Da gibt's eine richtig abgefuckte Traumsequenz. Der Film ist voll gestopft mit allem Möglichen. Und ich kann ihn voll empfehlen. Also wirklich, wer auf Slasher steht, vielleicht habe ich jetzt mittlerweile schon gehört, die gesagt haben, okay, einer ist er zu lang oder zu langweilig zwischen die Kills. Finde ich überhaupt nicht, weil die Charaktere ziemlich cool sind. Ja, also wer auf Slasher steht, unbedingt Terrifier 2 anschauen. Ja, sag ich, ja, auf alle Fälle anschauen. Dann hoffe ich jetzt mal für die Leute, die zuhören, dass das jetzt nicht irgendwie verkehrt herum aufschreiben. Die eine Empfehlung für die ganze Familie mit den Kindern ab 10. Ja, aber ich glaube, spätestens, wenn man Terrifier die ersten 4 Minuten gesehen hat, wo Dann der sagen Kopf die, der Mike hat gesagt, für die ganze Familie, jetzt ziehen wir es mal durch. der muss recht haben. Der muss recht haben. Und wenn dann der Kopf aufgebrochen wird, dann sagst du, ja, dann schalten wir vielleicht doch aus. Und schreiben wir denen von Viva la Movolution einmal, wo es überhaupt da los ist. Ja, genau.
Aber absolute Empfehlung. Also, dieses Jahr einer der besten Filme, die ich gesehen habe. Selten so viel Spaß gehabt. Wo ich auch sehr viel Spaß gehabt habe, apropos, Friedhof der Kuscheltiere Teil 2. Von 92, ein Film, der absolut zu wenig Liebe erfährt, wie ich jetzt festgestellt habe bei der Sichtung, oder der letzten Sichtung seit, weiß ich nicht, 20 Jahren. Den habe ich schon auf VHS das letzte Mal gesehen, glaube ich. Da ist jetzt eben Maschine Blu-ray rausgekommen und habe ihm wieder mal eine Chance gegeben. Und wenn man ein wenig so die Meinungen im Netz verfolgt, wird der hübsch gesagelt immer, ja, der erste Teil ein Klassiker, der zweite ein Scheißdreck. Finde ich überhaupt nicht. Edward Furlong ist dabei. Ich glaube, einer von den wenigen Rollen, wo er nicht schon fett und besoffen ist. Besoffen vielleicht. Clancy Brown ist das unter Umständen, aber da ist er noch sehr ansehnlich. Ich weiß nicht, Terminator 2, wo man ja auch 92, 91, der ist quasi dann danach gekommen. Einen Clancy Brown haben wir dabei, den jeder gern mag aus Highlander oder Starship Troopers. Und im Endeffekt geht's fast wieder um dasselbe wie im ersten Teil. Tiere und Menschen werden eingegraben in diesem besagten Tierfriedhof der Mi'kmaq-Indianer und kommen wieder zurück als Zombies. Der zweite Teil ist auf alle Fälle um einiges übertragen wie der erste, hat ein paar richtig abgefuckte Traumsequenzen drin und splattert so richtig, vor allem auch am Ende. Er ist richtig übertragen am Schluss sogar. Also ich hab richtig Spaß gehabt. Das war eine richtige, so eine 90er Jahre Horrorgranate. Kennt ihr den? Habt's noch gesehen? Gefällt er euch? Ja, gesehen habe ich ihn. Den zweiten habe ich noch nie gesehen. Der basiert aber nimmer auf einer Geschichte vom Stephen King. Na, aber er ist wieder von der Mary Lambert, die den ersten Teil auch gemacht hat. War okay, hätte ich gesagt. Ja, mehr Liebe für den Film. Schau dir nochmal an, er ist wert. Ich habe mir das wert. angeschaut. Und? Ja, war okay. Ja, mehr Liebe. Nichts mehr Liebe. Nee, der war nicht okay, der war, Der war okay. Geschmackig war er. Nein, mir hat Halloween 1 hat mich verdorben, ich kann keine Liebe mehr empfinden für irgendwas, weil... Das war der Oberliebesfilm und du? Ja, der hat halt alle Liebe in mir aufgesaugt. Okay. Ich habe einfach für nichts mehr was übrig, weil die verliebten Blicke, die sich der Michael Myers und der Corey austauschen, das ist einfach... Ja, Das ist einfach das war überhaupt nicht verliebt, überhaupt nicht. Ganz im Ernst, ich hab mir das angehört und allein wegen der Beschreibung möchte ich den Film sehen. Unbedingt. Aber nicht wegen dem Rest. Apropos Halloween, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hätte jetzt einmal geschaut, ja, mein Großer wird jetzt, oder ist jetzt 4,5, der möchte jetzt auch Halloween-Deko und so ein Zeug. Hey, ich weiß nicht, ich bin jetzt schon ein wenig umeinander gefahren, es gibt nichts an Halloween-Deko, wo ich hinfahre, wo es einigermaßen, wo es schönes ist oder hochwertiges ist, es gibt nur einen totalen Scheißdreck, Ja. wo es mein Beileg ist, weil, also Halloween-Deko bei uns, obwohl sie das mittlerweile auch schon durchgesetzt hat und mittlerweile ist halt der letzte Hintertupfer Beni, mitgekriegt haben, wo es Halloween ist, wann das ist und was man da tut, und es gibt in keinem Geschäft, nicht beim Globus, also da hat es ein kleines Eckerl gegeben, aber da war, also das, was da drin war wirklich ein Pfiffkas. Und wenn, dann müsst ihr wirklich ins Internet gehen und müsst das dann auch für Geld ausgeben. Beim Rofu oder so mal geschaut? Bei wem? Beim Rofu? So was gibt's bei uns nicht. Ja, mein Gott, Wallersdorf ist jetzt nicht so weit weg von Straubing, da bin ich mir sicher, dass da einen Rofu gibt. Das heißt wirklich, das Geschäft heißt Rofu. Ja. Ist das Abkürzung für irgendwas? Das ist ein Kinderspielzeug-Franchise. Okay. Und die haben auch immer wieder Deko und auch Kostüme und sowas. Muss ich schauen. Ja. Aber wie gesagt, das, was ich jetzt da gesehen habe, das geht eigentlich überhaupt nicht. Na, das ist ein Witz bei uns, das ist total lächerlich, ja. Total. Ich piepse das alles wahrscheinlich dann beim Schneiden nochmal drüber, weil wir wollen ja nicht hier kostenlos Werbung machen für Rofu, außer gibt's uns teuer Geld. Außer Rofu schreibt uns so und sagt, hey, Freunde. Da musst du auf Landsheim fahren zum Horrorshop, der hat einiges. Ist halt einmal, das war halt einmal ein kleiner Ausflug mit den Kiddies. Weiß nicht, ob das für ihn schon was ist, wenn er da reingeht, weil das ist halt ein reines Halloween-Deko-Geschäft, sag ich jetzt mal. Okay, dann voll die kreisligen Gefrieser drin, oder? Ja, lauter Stone Shell und Hexen und Zombies und so. Ja, Da gibt's halt passt. dann so geilen Scheiß, den du halt dann so, also so wirklich coolen Mist, wo man denkt, das mehr die Arme ausgeben, diese 500 €, wo du dann eine riesengroße Spinne hast, die so im Eckerl Ja. sitzt, wo du meinst, das ist nichts Schlimmes, und dann kannst du so ein Kabel mit einem Druckknopf unter deine Fußmatten reinlaufen lassen, und dann zweit dann, wenn jemand kommt und steigt auf die Fußmatten auf, dann springt die Vieri und schreit das Ding. Und lauter so einen geilen Scheiß haben die halt drinnen, aber der Großteil von Halloween Deko ist halt wirklich billigste Scheiße. Das ist aber wurscht, weil ich hab's mir in dem Shop schon gekauft, ich hab's mir irgendwo, wo ich es einfach so beim Einkaufen gesehen habe, und ich hab's mir im Internet bestellt. Das meiste Halloween Deko Zeug ist so eine billige Wichse, das ist Voll. echt furchtbar. Ja. Ich hab gar nicht gewusst, was ich zuerst nicht nehmen soll. Das war wirklich unglaublich nur Grusch. Also, Ja. Oder das hört- du lässt ihn ein paar schnitzen. Schnitzen. Ja. Spinnennetz oder so. Ja, na, was, ein Spinnennetz schnitzen? Ja, ich möchte ein gescheit Spinnennetz, ich möchte eine gescheite Deko. Schnitzen da mal sowieso. Spinnennetz aber kaufst ich du einfach, nimmst einfach die Wattepads von der Frau,
Ja. und die zerrupfst und ziehst es auseinander und dann kann man die schön irgendwo hinhängen. Passt schon, ja. Do it yourself, bitch. Wo ein Lifehack, Alter. Ja, ist ein richtiger Lifehack. Passt, mach mal. Sie hat halt dann alle kreislige Fingernägel, weil sie einen Lack nicht mehr gescheit runterkriegt, aber die kann natürlich Du wurscht sein. sollst deine Unterhosen hernehmen, die Ja, haben eben. ätzend genug, da geht der Lack auf, Ja, oder? genau sagst. Da die auch sagen. So, jetzt habe ich noch eins ganz am Schluss. Und zwar kann ich da nicht hundertprozentig drüber schmerzen, aber ich habe schon 2 Episoden gesehen. Und zwar Cabinet of Curiosities vom Guillermo del Toro. Ist jetzt bei Netflix angelaufen und ich finde es super geil. Da waren jetzt 2 Folgen online am ersten Tag. Heute quasi am zweiten Tag haben wieder 2 Folgen online. Übermorgen sind wieder 2 Folgen online und übermorgen wieder 2 Folgen. Dann haben quasi alle 8 Folgen raus. 4 Tage verteilt. Die ersten 2 Teile waren schon mal mega gut. Wenn ich es nicht besser wissen, dann darf man sagen, okay, das ist direkt aus der Feder oder Regie direkt vom Guillermo del Toro, weil das wirklich so atmosphärisch, märchenhaft, gruselig ist, so vollgestopft mit Effekte, Monster, Zombies, riesige Ratten, Leichen, Dämonen, Wahnsinn. Die erste Geschichte heißt Lot 36. Da geht es quasi darum, dass er in so einem riesigen Gelände, wo es die großen Rolltore gibt, wo man die Spins kaufen kann, quasi die Garagen. Da werden alle versteigert und in einem von den Garagen ist quasi etwas versteckt, was Bess ist. Und der das steigert, kommt dann quasi dahinter, wo es da drin ist und dann geht's richtig ab. War super gruselig mit viel okkulten Elementen drin. Ich war total begeistert. Die zweite Geschichte Graveyard Rats geht es im Endeffekt darum, dass die in einem Friedhof im 18. Jahrhundert oder so, da fressen die Ratten die ganzen Leichen weg, die frisch bestattet worden sind, wo es unserem Leichenbestatter nicht schmeckt, weil er gern die Leute vorher nur die Goldplomben rausziehen darf oder das Gold, mit dem es bestattet worden sind, rausstehen darf aus der Särge. Aber bis er aufmacht, haben die Ratzen die ganzen Leichen schon fortgezogen durch so ein Tunnelsystem. Und er hat Schulden, Spielschulden und läuft Gefahr, dass er von seinen Schuldner Zementschuhe kriegt und dann versucht er durch die Gänge zum Kraxeln und zum Schauen, wo sind diese verzogenen Leichen, die er ihres Goldes berauben kann und wo er da unten findet. Das ist der Wahnsinn. Also wie gesagt, die ersten 2 Folgen, großes Kino. Ich hoffe, es geht so weiter. Ja, erste Absolute Folge habe ich auch Empfehlung. geschaut, die war sehr geil. Voll, oder? Ja. Haut ab. Das hat Sehr mir auch schön. gut gefallen. Ja. Also die erste Geschichte, man ist ja direkt geschrieben vom Del Toro, aber so wie das inszeniert ist und Ding, ich habe wirklich gemeint, das war direkt von ihm unter Regie geführt, weil das absolut toll war. Aber es ist nur präsentiert von ihm, oder was? Genau, er ist der Host, er wird ein Crypt-Keeper am Anfang. Am Anfang erzählt er schon mal, wo es so ein Cabinet of Curiosities ist. Also das ist quasi so eine Art, so eine Schrank-Tischart, die man quasi aufklappen kann und hat viel verschiedene Schubläden und versteckte Kämmerlein und so. Und in jedem von diesen Schubläden und Klappen ist irgendein Artefakt versteckt, wo es auf eine der nachfolgenden Geschichten hinweist. Und er erklärt dann ein kleines bisschen was und dann nennt er den Regisseur der Folge und wie es heißt und dann kommt der Vorspann und dann kommt die Folge. Cool. Das ist wirklich Weltklasse. Ganz, ganz schön. Und ich bin fertig. 3 Kreuzzeichen. Ja, Gott sei Dank ist vorbei. Du blöde Sau. Kani, was ist denn los? Nix. Ja, was bist denn heute so garstig zum Mike? Ich bin nicht garzig zum Mike. Du hast ihn bedrängt und in die Ecke getrieben mit unseriösen Fragen. Ja, unseriös, ich weiß das halt einfach nicht besser. Wenn ich frage, was Wahnsinn. ist eine Aussteigerfamilie, und dann kriege ich als Antwort ja sowas wie Prepper, dann denke ich mir, ja, danke für Alter, nix. du bist doch auch mal in die Schule gegangen oder hast schon mal Fernsehen geschaut oder so. Ach, scheißegal. Mach weiter mit deinem Zeug, was du gesehen hast oder nicht. Ja, Mit deinem Scheißdreck. weil jetzt versau ich dir deinen Auftritt, wart. Auf geht's. Okay. Das macht der Ja. Riddle selber. Ja, eigentlich, dann verzeih ich erst mal das, weil das passt eigentlich ganz gut mit versauten Auftritt. Wir haben ja hier im Oktober uns ziemlich viel Zeit genommen, dass wir uns das Fright Nights Festival anschauen. Und wir waren leider nicht vor Ort im Pasching, weil das hätte uns wahrscheinlich viele Arbeit erspart, weil wir haben ja da so einen Link gekriegt und da haben wir uns einfach alles angeschaut, was da drin war.
Und dann haben wir eine Folge drüber aufgenommen, der Kani und ich. Und dann habe ich das alles zusammengeschnitten und haben es veröffentlicht. Und dann sind wir darauf hingewiesen worden, dass wir über viel zu viel geredet haben, weil wir eigentlich eine Information von Mike nicht bekommen haben. Und zwar eine Liste mit den ausgewählten Filmen. Und nur diese ausgewählten Filme hätten wir uns anschauen sollen. Ja, und der Kani und ich haben uns einfach mal das Dreifache davon angeschaut. Aber es ist ach, ich mag mich jetzt gar nicht rechtfertigen. Wenn du gelesen hast auf der Seite, dann war das schon gestanden mit ausgewählt und nicht ausgewählt. Ja, der Grammfilm. Meine Schuld ist das nicht. Aber hallo, und dann bist du auch nicht mitgekommen in die Folge, weißt du? Ja, und warum? Ja, Warum bin ich nicht die Zeit mitgekommen? nimmst dafür. Wir haben ausgemacht am Dienstag, ich habe gesagt, alles klar. Und dann hast du gesagt, nein, ich kann nicht, ich bin unterwegs. Mach Corby was am weiß Mittwoch. genau, Sag, dass Mittwoch anders kann war. ich nicht. Corby weiß genau, dass anders war. Ich weiß bloß, dass Nein, ich du weißt, wie es war. sehr viele verschiedene Filme angeschaut habe, mir bei jedem zweiten gedacht habe, naja, hätte jetzt ich nicht unbedingt in ein Festival gepackt und bin eigentlich jetzt froh, dass sie das alles so herausgestellt hat, wie es war. Also daher vielen Dank an die Veranstalter von Fright Nights, dass ihr so fair wart und uns da noch mehr aufgeklärt habt. Und, Das nächste Mal schickt uns an unsere Podcast-E-Mail-Adresse die Sachen komplett und nicht an Mike vorher, weil da kommt gerade der Schmarrn aus, wie es gehört. Und dann macht er nicht einmal mit, weißt du? Jedenfalls haben wir mir während der Aufnahme noch was ganz Lustiges herausgefunden. Mike, du hast also wir haben ja die ja auch in diese Folge ein bisschen mit eingebettet, dadurch, dass wir deine Letterboxd Bewertungen dann auch vorgelesen haben. Und da kann ich und ich reden über den Film All Your Friends Are Dead. Und ich habe halt so nebenbei bei dir im Letterboxd geschaut, habe dann die Bewertung von dir gesehen, habe die dann vorgelesen, bis mir dann irgendwann auffällt, aber da steht ja gar nicht All Your Friends Are Dead, sondern da steht All My Friends Are Dead. Da habe ich einen Kani verbessert und dann nach der Aufnahme ist mir aufgefallen, Moment, der Mike hat einfach den falschen Film bewertet. Jetzt ohne Scheiß. Ja. Und ich sag noch zu ihm am Ende, du hast mich doch falsch verbessert, der heißt doch so, wie ich gesagt habe. Nein, der Mike hat das und dann halt einmal, das steht ganz anders da, der Mike hat den falschen Film bewertet, du hast es schon richtig gesagt. Na klar, hab ich richtig gesagt, habe ich schon jemals was falsch gesagt. Und das machst du jetzt vor laufender Ding, sagst du mir das jetzt, oder was? Ja, Logo. Ich glaube, dass du ein wenig einen Schaden hast. Das ist unglaublich mit dir. Also für den Abend. Du Mistsack. Für Wer jetzt, die oder der Corby? Der Corby natürlich, das ist also eine richtige Mistnummer. Ja, schon recht. Also für den armen Regisseur von dem Film. Wie heißt der? Jetzt sag nochmal, wie heißt der Film? All Your Friends Are Dead. All Your Friends Are Dead. Ja. Tatsächlich. Du Mistsau. Trotzdem, das hättest du mir so auch sagen können. Du Schwein. Ja, hätte ich. Aber wir haben uns, der Kahn und ich haben uns darauf geeinigt, das wird Teil der Vorlex. Wahnsinn. Ja, weil wir können da den Scheißdreck nicht die ganze Zeit durchlassen, diese Unseriosität, immer nur so mit der halberten Einsatz mitmachen und wir müssen am Schluss den Scheißdreck ausliefern, weißt du? Das ist jetzt richtig mies. Unglaublich mit dem Ja, Mike. ja. Das muss aufhören, also. Das ärgert mich jetzt. Also, aber jetzt, Mike, schwamm drüber, es ist Halloween, das ist das Fest der Liebe, wie man es ja von Halloween. Du brauchst mich gar nicht mehr anschmerzen, du brauchst mich jetzt gar nicht so nicht hersiersteln da. Jetzt okay, Mike, Schwanz drüber und dann ist gut. Jetzt haben alle und schmerzt, weil ich raus bin. Ja, jedenfalls an alle Hörer, die wissen wollen, wie es Fright Nights, also mit der offiziellen Auswahl so war, die können sie jetzt unsere verbesserte Folge anhören, also die ganz normale, die ihr jetzt anhören kennt, das ist wunderbar mit der Auswahl, die offiziell vom Fright Nights getroffen wurde und da wünschen wir euch schon mal jetzt viel Spaß dabei. Amen. Amen, genau. Wo ich auch viel Spaß dabei gehabt habe, und zwar so eins meiner Lieblingswörter, Gefühlsachterbahn, Spaß, House of the Dragon, holy shit, Herrgott, was war denn das für eine erste Staffel? Schönes Ding. Hätte ich auch mit dabei. Ja. Also man sitzt am Ende wieder da und denkt sich, dieses Game of Thrones Gefühl, dass eigentlich mal traurig ist, dass die Staffel vorbei ist und gleichzeitig hat man so ein richtig schlechtes Gefühl, wie es die Charaktere in der nächsten Staffel ergehen wird. Oh ja. Ja, es ist wieder da. Voll. Und das Finale halt auch, was du hast jetzt gesagt, Alter, was ist denn jetzt wieder? Ja. Stop it. Ja. Vor allem, weil die Folgen ja immer wieder dann so Abblenden gehabt habe, wo ich gedacht habe, so, und jetzt kommt der Abspann. Ja. Und jetzt kommt der Abspann. Oh, es geht noch weiter. Na, Kim, jetzt Abspann. Und wie geil, dass er aufgenommen ist. Er hat wirklich unglaublich geile Beutel auch dabei gehabt. Das Ding hat so gut ausgeschaut. Ja. Klasse. Ja. Aber ich gehe mit den Namen nur durcheinander.
Ja, das 35 Aegons und dann Rhaenyra und dann Aenys und Daemon und Aemon und was weiß ich, einfach nur irgendwelche Buchstaben teilweise vertauscht. Der hat doch einfach nur alle Buchstaben, oder was weiß ich, 15 Buchstaben ausgesucht, die hat er zum Würfeln hergenommen und dann hat er die irgendwie zusammengesetzt, wie es ihm gefallen hat. Ja, vor allem dadurch, dass sie die Familie ja meistens nur innerhalb von der Familie vermehrt, heißen die natürlich dann irgendwann alle gleich, außer der Gottfried, der hat einen sehr speziellen Namen. Ja, einer wenigstens, der ein bisschen aussticht, namenstechnisch. Ja, aber der Rest hat's nicht leicht. Oder wir haben's nicht leicht. Wobei bei Game of Thrones ist mir am Anfang einmal so gegangen und erst so nach der 3. Sichtung oder so habe ich dann von Haus aus gewusst, wer ist. Ja, und da waren die Namen halt auch wirklich unterschiedliche. Da waren halt einfach so viele Charaktere. Aber ja, bei House of the Dragon hast du jetzt ungefähr 10 und die heißen alle gleich. Vor allem jetzt auch nur die ganzen Namen von den Drachen. Ja, ja. Das kommt auch noch dazu. Das muss man eigentlich... Die sollten Nummern haben. Wenn man das ein bisschen verfolgt. Nummern. Nein, nicht Nummer 5. Nein! Ja, genau. Also Mike fragt jetzt lieber mal nicht, ob er House of the Dragon gesehen hat. Der redet wahrscheinlich jetzt nicht mehr mit mir, oder? Da kann ich mich fragen. Mike, der Corby von Corby fragen, ob du House of the Dragon gesehen hast. Sagst du dem Corby, nein, hab ich nicht. Corby, der Mike hat es nicht angeschaut. Aber du hättest ihn nie fragen können, aber ich hab's gewusst, dass er es nicht anschaut. Okay, ja, na gut. Ja, dann kannst du an Mike bitte fragen, ob er House of Gucci gesehen hat. Mike, hast du House of Gucci gesehen? Niemals. Niemals, sagt der Corby. Niemals. Aber ich glaube, du hast ihn gesehen, Kani, oder? Ich hab ihn gesehen, ja. Ich hab ihn im Kino noch geschafft. Und ich muss sagen, er hat mich sehr positiv überrascht. Also er ist momentan bei Wow oder Sky oder je nachdem, wie man das nennt. Ja, nehmen wir es Wow, weil Wow ist einfach so treffend für diese Scheiß-App. Genau, ist ja, wow, ist das toll, Usability, yay. House of Gucci hat sich meine Frau angeschaut und ich hab gedacht, ja gut, dann schaue ich zumindest bei die erste Viertelstunde mit und dann kann ich ja gehen, wenn es irgendwann zu modelastig wird, und er hat mich total überrascht. Also zum einen das Schauspiel von der Lady Gaga und Adam Driver und auch vom Jared Leto, den ich erst jetzt für die Vorbereitung erkannt habe. Hut ab, also das ist schon sehr großes Kino, was man da sieht, und für alle, die wie ich gemeint haben, da geht's eigentlich nur Mode, Scheißdreck. Also das ist ja, das hätte der Martin Scorsese wahrscheinlich auch richtig geil verfilmen können. Es geht halt wirklich zum Schluss aussehen nur noch um Verrat und wie diese Familie dann zerbricht und wie das Ganze endet. Und ja, ich möchte eigentlich gar nicht spoilern für die Leute, die wirklich nichts damit anfangen konnten, so wie ich. Schaut euch das an und dann seid ihr wahrscheinlich genauso wie ich danach etwas geflasht und ja, da geht's ab, sage ich jetzt mal. Der Jared Leto hat aber für den Film eine Nominierung gekriegt für die Goldene Himbeere, und zwar als schlechtestes Leinwandpaar, entweder Jared Leto und sein Latexgesicht, seine Klamotten oder sein Akzent in House of Gucci. Ja, ich hab den gesehen, was ist denn das für ein Schauspieler? Boah, leck, der kann ja wahrscheinlich ja nur die eine Rolle spielen und dann war's das. Aber an Jared Leto hätte ich da in 100 Jahren nicht erkannt. Ja, bei dem bin ich so, ich weiß nicht, ob ich das als Kurzschauspiel bezeichnen soll oder was, also ich hab das nicht so richtig zuordnen können, was das eigentlich darstellen soll, seine Darstellung. Ja. Aber an sich hat mir der Film auch sehr gut gefallen, und ich finde auch eben Adam Driver, Lady Gaga Weltklasse. Die Lady Gaga ist für mich sowieso ganz eine tolle Schauspielerin. Absolut. Ja. Und wie war der Alte, der noch dabei war? Jetzt fällt mir der Name der El Pacino. El Pacino, wie kann man das vergessen? Ja, auch wieder mal schön El Pacino zum Singen. War auch sehr cool, ja. Und krasse Geschichte halt auch, dass sie die Familie wirklich selber so demontiert. Verrückt. Durch vor allem ihren Einstieg in diese Familie. Also sie verführt den Maurizio Gucci, gespielt eben vom Adam Driver, und heiratet sich dann da ein, ist halt dann auch ein Teil der Gucci-Familie und spielt die Leute dann da gegeneinander aus und möchte halt da immer mehr Macht. Und dadurch zerbricht das Ganze dann. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Und diese über 2 Stunden, wie es der Ridley Scott wahrscheinlich einfach nicht anders vergehen wie im Flug. Also das war wirklich dann eins meiner Highlights im Oktober. Also Mike, habe ich die da ein bisschen überzeugen können? Ja, ich hab das jetzt doch wieder miteinander. Ja, ich kenn schon wieder. Okay. Das Ego ist schon noch angekratzt. Tut mir Und siehst, ich bin leid. da, gell? Also ich vermittel schon, ich bin da. Na, passt. Du, es tut mir leid, aber wenn wir zwar wieder die Top 10 für 2022 machen von Letterboxd, dann muss das alles Hand und Fuß haben. Ja, aber da wird sicher All My Friends Are Dead nicht dabei sein. Weißt du ja nicht, du hast ihn noch nicht gesehen. Und ich wollte den jetzt gerade übrigens ändern und All
My Friends Are Dead gibt's nicht. Doch, du hast ja All My Friends Are Dead Dann gibt's bewertet. All Your Friends nicht. So Ja, ist, genau. Da gibt's All Your Friends Are Dead, den gibt's gar nicht. Ja. Dann habe ich mich da anscheinend vertan. Dann entschuldige ich mich hierbei nicht. Es ist einfach passiert. Was, den Film gibt's nicht? House of Gucci werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht anschauen. Echt nicht? Das ist jetzt so ein Thema, wo ich sage, na, dann schaue ich mir lieber nochmal Terrifier 2. Also, das ist aber ein blöder Vergleich, weil sagen wir mal, natürlich Der dauert schaust auch du. lang. Ja, aber natürlich schaust du jederzeit lieber einen Slasher an wie irgendeinen anderen Film. So, auf jeden Fall. Und bevor ich mir sowas anschaue, na, danke. Also, wie schon gesagt, ich habe erst genauso gedacht wie du, weil ich eigentlich erwartet habe, da geht's nur von Modeschau zu Modeschau, aber in Wirklichkeit geht's da richtig ab. Also, ich war sehr positiv überrascht. Okay, Ridley Scott-Film ist das, sagst du? Ja, Ja, vielleicht, schauen wir mal. ja. Mal Mal was gucken. Gescheites auch, du Gratler. Nein, ich mag nur Krampf singen. Ja, das weiß ich eh. Und dann habe ich gescheit Gute Filme Herrin. kann jeder schauen. Dann habe ich gescheit Herrin. Immer. So, und jetzt bringe ich hier mal wieder raus aus dem Ganzen, so wie es der Kani manchmal macht, und erzähle euch was über Lego. Ich habe nämlich den Held der Steine entdeckt auf YouTube. Ja. Echt? Ja. Und ich find's geil, wie sehr der Lego einfach hasst. Also ich habe vor ein paar Wochen oder ich glaube im Oktober gab's ja diese Prime Days und da habe ich mal jetzt endlich mal so ein Lego Technik Auto, das man irgendwie dran kann, was weiß ich, gekauft und war da so ein bisschen im Lego Technik Fieber und hab mir gedacht, was gibt's denn da noch so Cooles? Und dann habe ich mal den angeschaut und dann sagt er bei jedem Lego Produkt, also oder bei fast jedem Lego Produkt, kauft es euch auf gar keinen Fall. Das ist alles Betrug, das ist alles voll teuer, macht's das bloß nicht. Und aber wenn der so eine grundnegative Stimmung irgendwie verbreitet, was diese Marke betrifft, finde ich das irgendwie schon beeindruckend und geil. Ja, vor Und allem, vor er allem- kriegt ja auch wahrscheinlich von der Firma selber für seine Rezessionen da Material geschickt. Na, glaube ich Und nicht. dass Ich glaube, Nein, dass, soweit nein, ich das der- weiß, die das- haben irgendwie einen Beef miteinander sogar gehabt, oder? Seitdem ist er da okay. erst so. Ja. Wollten die ihm nicht Und er einfach das ist ja- untersagen, auch diese Videos, wo es zusammenbaut? War das nicht irgendwie ein Thema? Ja gut, aber er hat ja recht auf seine Meinung. Ja, aber ich meine, also weil das hat es doch schon öfter gegeben, dass dann manche das nicht wollten, dass er einer zeigt, da gestreamt wird. Das hat es ja, glaube ich, auch, also ab und zu sogar schon, wenn mich nicht alles täuscht, bei Nintendo hat es mal geheißen, dass einer das eigentlich gar nicht passt mit der Streamerei. Streamerei. Und ich hätte gemeint, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das richtig ist, müssen wir nicht mehr nachlesen, aber ich hätte gemeint, dass der Lego mal so gesagt hat, er soll ja das unterlassen, dass er da Videos macht, während das Lego zeigt zusammenbaut. Ja, oder Inked Pictures mit einer geilen Halloween-Box 100 Euro verarsche. Was war da? Weiß das nicht mehr. Ich weiß Da muss ungefähr, dann aber ich weiß nicht mehr, was genau die für Gaudi eine war. 100 Euro Holzbox, eine ganz kreislige blaue mit einer orangen Schrift, Ja, die weiß wo ich. ein Flaschenöffner dabei war. Und dann hat das Ding irgendwie 100 Euro gekostet, dann hat es geheißen, das gibt's nur da im Weekend auf was weiß der Geier. Und dann hast du es aber dann in überall anders dann gekriegt und dann haben sich die Leute beschwert, ja, und das ist ja nämlich nicht exklusiv und dann haben sie das Backerl aufgemacht, oder die Edition aufgemacht und war halt ein total windiger Scheißdreck. Und dann haben sich die Leute auch beschwert und hat einer also ein YouTube-Video gemacht und hat Ink Pictures dann den angefegt und lauter so Zeug. Da, die haben da auch gut dabei gewinnen. Das ist immer geil, da macht man sich immer beliebt bei sämtlichen Immer. Käufer und potenziellen Käufer. Aber er wird da definitiv nicht unterstützt. Also er ist Händler und Ach so, okay. also von Lego wird er nicht unterstützt, von den Blue Bricks, das ist ja diese andere ähnliche Lego-Marke, da schon, weil er halt das meistens total feiert und da sagt er halt dann, da kriegt man halt dann auch was für sein Geld. Nur ich habe mir das angeschaut, weil ich wissen wollte, ob mein Lego-Technik-Ding da noch mehr kann, als gegen die Wand fahren und sie dann drehen. Und er hat halt dann da eine Rezession drüber gemacht und hat dann gesagt, ja, und am Ende fahrt es dann genau einmal gegen die Wand, dann dreht sie das und dann steht das bei euch irgendwo rum. Oder ihr verscherbelt es dann. Da habe ich mir gedacht, super, das hätte ich mir vielleicht vorher anschauen sollen, bevor ich es mal gekauft habe. Ich habe mir erst sowas angeschaut über einen Adwalker von Star Wars. Da gibt es ja auch 4 verschiedene von Lego. Und da haben 3 eher mittelmäßig und einer ist gut. Und ja, das habe ich mir dann auch angeschaut. Und jetzt weiß ich, was für einer der gute ist. Aber ist mir noch zu teuer, dann vielleicht gibt es Christkindl. Ja, ich habe das jetzt immer wieder so nebenbei mal angeschaut und natürlich auch immer bei so Produkten, die mich dann auch interessieren, also die ganzen Star Wars Dinger. Und ja, also
für jeden, der ein bisschen was damit anfangen kann oder ein erwachsenes Kind ist, der kann sich das gerne mal anschauen, bevor er sich irgendwas kauft, weil, ja, man kann dann natürlich auch sehr viel Geld für sehr viel Mist ausgeben. Aber aufpassen, man ist so schnell angefixt, dass der Rauch davor geht. Wir haben jetzt wie gesagt, ich mit meinem Kleinen jetzt den Millennium Falcon zusammengebaut. Jeder jetzt Zusammenstecker von den Plastikteile war Wahnsinn. Ja. Bei jedem Steckerl habe ich eine Gänsehaut gehabt. Das war, und ja, ich sofort das nächste drum gekauft, klar. Ja. Ja, schau dir, dass Blue Bricks da mehr auf, also diese Star Trek Marke hat und jetzt Star Wars, weil ich glaube, die Daten da auch richtig geile Sachen machen. Und da habe ich jetzt auch die letzten Tage immer wieder mal ein bisschen auf der Webseite geschaut, wenn man langweilig war. Und ja, ich glaube, die kriegen bei der Bestellung von mir. Wenn du so Star Trek kaufst, dann hau ich den Sacki. Vollgas. Nein, Star Trek, nicht mach ich die alle. wegen der Star Trek, Richtig. die haben richtig geile, also Gebäudesets, also das ist auch nicht für Kinder, das ist eigentlich nur für Erwachsene und halt dann auch teilweise mit 5000 Teile oder so für 100 Euro und das Ding da bei Lego wahrscheinlich locker ein Tausender kosten, oder? Gebäudesets. Was für Gebäude baust du dann? Da kann man zum Beispiel einen Burj Khalifa bauen, der ist dann fast so groß wie du. Ah, okay. 1,20 Meter also. Du, genau. Oder Hobbit. Dummer, fetter Hobbit halt einfach. Na, die haben halt da auch ganz viele Schiffe und sowas oder Masters of the Tiere und Universe so. haben sie auch, oder? Blue Bricks? Haben das die? Na, Die, wo wir das Masters-Zeug haben? ich weiß nicht. Vielleicht haben die mal eine Zeit lang die Lizenz gehabt, kann sein. Okay, vielleicht auch mir. Ja, Halbwissen. Ich hab nur ein Spiel. Es ist aber diesmal Resident Evil 4. Und zwar Ey. Remake. Da kann ich auch noch mitschmerzen, das habe ich auch noch gespielt. Schau dir den Trailer an zu dem Remake und ich verspreche dir, du sitzt da und sagst mindestens dreimal na. Jetzt ohne Schmarrn. So geil. Es ist so, Ach so. unglaublich geil. Der Kani und ich haben uns den zusammen angeschaut und ja, da hat der Kani mal kurz vom Hund weggeschaut. Vom Hund zum Arschloch. Nicht mehr drauf gehabt. Das macht man so unter Hund. Und da jeder sagt, dass ich Hundling bin, habe ich mitgemacht. Ja. Jedenfalls, ich glaube, März 2022 hat's geheißen, kommt es raus und ich weiß dann schon, was ich spiele. Ich habe mir jetzt, weil es momentan im Angebot war, schon mal vorsorglich Resident Evil 3, das Remake, gekauft. Resident Evil 2, wer aufmerksam die Warlex gehört hat, weiß, dass ich das schon gespielt habe und gefeiert habe. Jetzt kommt dann dieses Jahr zu Weihnachten das Dreier, das muss ich dann spielen, damit ich dann für nächstes Jahr, wenn es Vierer rauskommt, endlich in nostalgischen Gefühlen mich von irgendwelchen Sekten jagen lassen kann. Ist das nicht toll? Sehr toll. Sau gut. Ja. Sehr Gut. toll. Dann habe ich fertig geborleckt. Gewolligt. Ja, dann Kani. Das ist Was gut. kommt jetzt? Kommt jetzt mein Hund? Raus damit. Dein Hund, ja, nein. Von dem habe ich schon genug geredet, von dem Hund und seinen, weißt du schon. War aber schön. Kann man nichts sagen. Aber ich finde, Resident Evil 4 Remake ist auch für mich ein Leck und zeitgleich noch der Trailer zum Remake von Silent Hill 2, weil ich das schon ewig mal spielen wollte, aber die alten sind halt wirklich so hässlich irgendwie, dass ich, wenn man gedacht habe, vielleicht kommt ja mal noch ein Remake und jetzt kommt endlich eins und dann mit Resident Evil 4 und Silent Hill 2 war endlich ein Kauf von der PlayStation 5 für mich gerechtfertigt, weil zudem ja auch noch ein Dead Space Remake kommt und dann noch dieses leck. Callisto-Protokoll. Also wir kriegen für PlayStation 5 da dann richtig geile Horrorspiele, wo ich sage, jetzt kann ich mal zugreifen, sollte sie irgendwo für teuer Geld zu bekommen sein, weil die Mistsau kostet jetzt auch noch mit 100er mehr. Ja. Gott sei Dank. Wow. Ja, wenn es schon nicht kriegt, dann zahlt es aber jetzt von Haus aus 100 Euro mehr, wenn es dann kriegt, dann sind wir bald auf die Scalper-Preise und das im Standard. Also das ist schon geiles Marketing, oder? Ich nimm mir einfach ein altes Spiel, wo ich weiß, okay, das ist damals schon richtig gut angekommen, hau eine komplett neue Grafik drüber und veröffentlicht das dann wahrscheinlich für einen Preis von 70 Euro. Ja, Logo. Und am Ende auch noch PS5 exklusiv. Tolle Wurst. Aber an sich finde ich es nicht so schlecht, weil die alten Sachen, man hat halt voll, ich habe halt auch nicht alles von den alten Sachen gespielt und mittlerweile ist halt echt so, dass manche, vor allem PlayStation 1 Titel, die sind halt
Wir haben ja vor kurzem noch mit dem Späßel ein bisschen reingeschaut bei Resident Evil beim Ohrensein ins Original und das kannst du halt einfach nur, das geht fast nicht mehr zum Spielen, da müssen sie halt echt durchbeißen. Wir haben am ersten Zombie schon die ganze Zeit gescheitert, weil wir es nicht geschafft haben, dass man da schießt, weil wir nicht gewusst haben, wie soll ich gescheit zielen, was soll denn das alles, lassen wir doch einfach in Ruhe. Ja, es ist jetzt so hacklig, also ich weiß nicht, nur noch die Silent Hill 1 und 2, das war so eine hackelige Scheiße, das war unfassbar. Also da ein Remake, das macht auf jeden Fall Sinn, weil so von der Atmosphäre und von der Story her sind ja die mega, aber ich weiß halt nur zum Spielen, das war wirklich Wahnsinn. Und deswegen finde ich es eben ganz cool, dass die Remakes da jetzt kommen, weil so, das sind nicht wirklich gute Spiele. Story, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen, weil Resident Evil doch immer relativ trashig war, aber trotzdem sind es halt einfach Spiele, die halt auch noch richtig geil funktionieren und finde ich geil, wenn die Spiele dann nochmal richtig in geiler Grafik aufgemutzt herkommen. Schade finde ich, dass jetzt Silent Hill 1 jetzt nicht in so einem fett aufgemutzten Remake daherkommt. Ich muss dazu sagen, ich freue mich so ein bisschen auf diese Spielekomfortzonen, die es da mittlerweile ergibt. Weil Resident Evil 4 habe ich nie durchgespielt, weil ich irgendwann einfach immer gescheitert bin. Und du bist aber ein schlechter Spieler dann anscheinend. Ich bin zusätzlich ein richtig schlechter Spieler, der nur dann spielen möchte, wenn er dann einmal Zeit dafür hat und das nicht jeden Tag trainiert. Deswegen möchte ich halt dann die Story genießen und da schon ab und zu mal sterben, aber dann endlich mal weiterkommen. Ja, aber Resident Evil 4 war doch nicht so schwer. Was ist mit dir? Hast du jemals in deinem Leben davor einen Controller in der Hand gehabt? Ich habe das auf der Wii gespielt mit diesem Aufsatz, wo es dann die so richtig fest eine Bewegungssteuerung und alles, oder wie? Ja, genau. Aber da gab's ein, was war denn das? Das war so eine Art Pistole, da hast dann den Seppa, oder? Hat er geheißen? Seppa, so hat es geheißen. Ja. Genau, da hast du ja dann die Wii-Control reinlegen können und dann praktisch richtig schießen. Und das war teilweise etwas scheiße. Diese Bewegungssteuerung, es gab Spiele, wo das geil war. Metroid Prime war zum Beispiel, da hat das echt gut funktioniert. Aber da mit dem Sepp und so weiter, vor allem mit einem Third Person, glaube ich schon, dass das da nicht so geil war. Da war so Standardsteuerung schon angebracht. Ja. Und da passiert es halt dann sehr schnell, dass du mal dein komplettes Magazin verschießt und dann stehst du halt da. Ja, und Resident Evil ist ja dafür bekannt, dass man unbegrenzt Kugeln hat. Oh. Wobei es beim Vierer schon ein bisschen leichter war, aber so die ersten zwei Folgen. Stimmt, ja. Naja. Wie sagt der Verkäufer immer? What would you buy? Genau. What are you selling? What are you buying? War immer geil. What are you buying? What are you selling? What are you buying? Da war dann eine Freundin da und die hat immer gesagt, was sind das für Scheiße? Und wenn du die ganze Zeit drauf drückst, sagt der ganz, what are you selling? What are you selling? What are you selling? Das hat die ganze Zeit voll schnell gemacht. Fast nicht lästig. Und dann natürlich einfach Gleit auf den Sack gehen. Ja, einfach das ist genau dein. Dann als Voicemail aufnehmen, wenn keiner da ist und die Leute schicken, die es aufregt. Das war schön. Das war schön. What are you buying? Du kannst vielleicht für den Sound, dann spielen wir rein, 48 Mal hintereinander. Ja, genau. Was ein weiteres Leck von mir dann ist ein eigenes, jetzt diesmal. Habt ihr schon was gehört von dem, der Mike wahrscheinlich nicht, weil er Depp ist, von dem Anime Chainsaw Man? Ja. Oh, geil. Die ersten 3 Folgen sind jetzt raus. Ich habe die Mangas zwar haben aber noch nicht gelesen und bin dann letztes Mal drüber gestolpert, dass die jetzt auf Crunchyroll drin sind, kommt auch wöchentlich. Und ja, der geht ab. Das ist richtig geil. Fettes Blätterorgie. Typ hat so einen kleinen, ist ein Dämonenjäger und hat so einen kleinen süßen Hundedämon mit einem Kettensack-Gesicht. Und wird am Schluss wieder halt dann zmetzgert, aber halt auch wieder aufs Übelste zerteilt und zerstückelt und von Zombies angefressen und was weiß ich. Und sein Hundedämon opfert sich für ihn und ist dann in seinem Körper. Und dann hängt den Hundedämon, hast du jetzt so geil hinten mit so einer Zugschnur, bis du da einen Kettensack anlassen kannst, hast du den seinen Kettensack anlassen. Und jetzt hängt halt ihm aus der Brust diese Zugschnur und wenn er die anzieht, dann verwandelt er sich zu so einem Halbdämon und hat dann als Kopf so voll das wilde Gesicht wie das Gehäuse von einem Kettensack mit Zent und sein Kopf ist halt der Kettensack und an die Hände hat er Kettensack und dann metzgert er sich halt ordentlich blutig durch sämtliche Dämonen durch. Das ist richtig fette Action. Wie kommt man auf so eine Story? Keine Ahnung. Wie kommt man drauf, dass jemand einen Tintabschneider und einen Kettensack hernimmt? Also, das ist halt Weltklasse. Es ist halt einfach nur mal... Das ist gut. Das ist eine gute Geschichte. Einfach nur mal eine Nummer mehrer. Also sagt, okay, die haben einen Kettensack als Hinter, machen wir 2 und einen Kopf. Alles klar, und einen Kopf. Und ja, kann ich gerade empfehlen, wer auf sowas steht. Die ersten 3 Folgen sind online und ich glaube, jeden Mittwoch kommt eine neue Folge aus. Crunchyroll, wenn ihr habt, dann rein damit, weil das, wie gesagt, das geht rund. Also, ich bin zwar ein Depp, aber von dem habe ich sogar schon was gehört. Und habe dann das Battle gesehen, wie der ausschaut, und habe mir gedacht, okay, leck mich, krass.
Ja, krass. Ja, das vielleicht ist echt schaue ich krass. mir Vielleicht schaue ich mir Geht runter auf alle Fälle. Wie gesagt, Okay. für die müsste es eigentlich passen, weil es blättert ohne Ende. Okay. Ja. Da bleibt kein Körperteil da, was soll. Aha. Was ist ein Crunchyroll? Das ist ein Streaming-Anbieter für Animes rein. Da muss man schon wieder was abonnieren. Da müsst ihr jetzt ein bisschen was abonnieren, ja. Himmels Willen. Dann kommst du mal Na vorbei gut. zu mir, dann machen wir einen Chainsaw Man Abend. Oh, lecker. Genau. Dann mit der sauberen Pizza. Ja, genau. Und dann ziehen wir uns gegenseitig an unsere Anlässe. Und unsere Anlassschnüre. Du, apropos abonnieren, gibt's von Liongate jetzt auch so einen eigenen Streaming-Dienst? Bei uns glaube ich nicht, aber es kann schon sein, dass die auch was haben, weil vor allem in Amerika, die haben ja, so, da hat ja so ziemlich jeder, der einen Fernseher hat, einen eigenen Streaming-Dienst. Und bei uns läuft's nur in Anführungszeichen ein bisschen gediegener, weil sie die großen Namen dann oft damit diese Sachen kaufen. Sky hat sich jetzt meine Paramount Plus noch organisiert, dass das bei einer läuft, nachdem sie einen Haufen verloren haben an RTL Plus. Und, Ich wollte es gerade sagen, weil ich habe jetzt gesehen, Magenta ist jetzt auch Paramount Plus mit dabei und da läuft jetzt dann die Serie Evil, die ich schon mal bei die Rolex angerissen habe. Da laufen jetzt dann auch mehrere Staffeln irgendwann dann im Dezember und das läuft jetzt auch über Magenta dann quasi. Ja. Seltsam. Wir haben auch schon 2, aber bei den Amis glaube ich ist es noch schlimmer. RTL Plus hat da auch einiges jetzt irgendwie ergattert, oder? Ja, ein Peacemaker, das ist Wahnsinn. Das regt mir so viel auf. Da müsst ihr jetzt wegen der einen Serie, müsst ihr mir jetzt ein RTL Plus organisieren, das Kackpratzen. Seid einmal nett und gibt es irgendjemanden, den ich auch schon abonniert habe. Ja, aber das ist wirklich, also das passt da überhaupt nicht hier. Wenn du das Programm anschaust von RTL Plus zwischen Tim Nelzer, der Kitchen Impossible und die Auswanderer, schießt auf einmal der Peacemaker dazwischen. Also ganz, ganz seltsame Die Aussteiger Tonalität brauchst du da. für den Korbi, dann war es vielleicht mal erklärt. Ja, Corby, RTL Plus, schau mir rein, Vielleicht kapierst du bildet mal, das was ein da los ist bei uns. Da haben wir uns alle Folgen vom Ritter angeschaut, bevor der Hund gekommen ist. bisschen. Pflicht, da kennst du dich aus. Nein, das ist so viel an, musst du anschauen. Dann hast du alles gelernt. Ja, ich weiß auch nicht. Oder nur die eine Folge South Park, in der da vorkommt, da weißt du auch, was los ist. Ja, die habe ich schon so oft gesehen. Oh, ich liebe diese Folge. Ja, für mich in der dritten Person zu reden, du scheiß Schwuchtel. Oh, ich liebe den kleinen fiesen Fettsack. Der ist richtig schön. Was ich ja immer mache, was nur wo leck war, aber ich schaue mir zum Schlafen, habe ich schon öfter mal gesagt, irgendwelche alten Kinderserien oder so, ich sie oft ein bisschen in Nostalgie schwelgen und dann einpennen. Und aktuell laufen bei mir die DuckTales. Geil. DuckTales. Das ist schon immer geil, weil das Intro lauter ist als das Gelaber unter der Serie und wenn du dann ein bisschen runterschützt, werden sie reden, okay, das ist die richtige Lautstärke zum Schlafen, dann pennst du ein und auf einmal geht's los, okay, ich schlaf doch nicht mehr. War das schon aber leck wert. Aber was richtig geil ist, ist die Staffel 2, Folge 19, die heißt Pep muss man haben. Und in manchen Kreisen weiß man ja, was Pep no sein kann. Und dann schaust du dir diese Folge an und dann denkst du, Alter, das ist doch Absicht, oder? Das ist doch eindeutig eine Metapher auf das Pep, das man in manchen Kreisen kennt. Weil jeder möchte dann Pep haben und alle sind geil auf Pep und dann nehmen sie Pep und fliegen halt die ganze Zeit und die ganze Stadt ist auf Pep. Es ist irgendwie, schaut sich mal DuckTales Staffel 2, Folge 19 an. Und wenn man weiß, was Pep ist, wir erklären es jetzt da nicht, das findet ihr selber raus. Aber wenn man es kennt, dann ist es, ja, dann kann man diese Folge mit anderen Augen sehen. Ist ganz witzig. Okay. Sehr grenzwertig, ja. Hört sich gut an. Ja, hört sich gut an. Auf Pep ist sicher auch lustig. Habe ich aber nicht probiert. Aber du ziehst es jetzt durch und schaust dir komplett die alten DuckTales an oder meinst du die neuer? Nein, die alten. Ich schaue mir jetzt immer, also jetzt erst einmal immer die alten Sachen an, was habe ich schon so angeschaut. Gummibärenbande, Goofy und Max, Balloon seine Crew habe ich noch nicht ganz durch, DuckTales eben jetzt, Gargoyles, also die ganzen neuen Kinderserien, die sonst nie irgendwo zum Singen waren in einem Streaming-Paket, hat man jetzt dank Disney Plus am Start und die schauen wir ganz gerne, weil so auf die Nacht noch so zum Schlafen 1, 2 Folgen an, kannst dein Hirn schon ausschalten und kannst dich langsam auf die Tortur des nächsten Arbeitstages vorbereiten. Aber Gargoyles ist doch eigentlich eher Zeichentrickserie für Erwachsene, oder? Na, ich sage mal Von der Story her. für Heranwachsende, sagen wir jetzt einmal. Okay. So wie die Batman-Serie damals, oder? Die Ja, genau. Animated Series. Genau. Ich habe aber auch schon spekuliert mit meinem Burm, die zum Schauen, DuckTales oder der Captain Baloo, Ja. weil ich glaube, so ab 4 Monate kann man das schon geben, oder? Ja, da weiß ich noch nicht, was Pep ist, also auf alle Fälle. Ja, dann überspringe ich halt die eine Folge in der Wäre zweiten nichts, Staffel. nein, es ist ja, Pep ist ja in dem Fall ist es ja Kaugummi nur bei den DuckTales. Also er wird schon nicht gleich sagen, hey Papi, ich hab auch Bock auf Pep. Und verzeiht es dann im Kindergarten. Ja, genau, wo voll geil ist, wenn wir uns da einen Pep einballert. Nasenblüten hat er schon, die Augenfeuer rot, so richtige Tellerpupillen. Kiefer tut ihm weh, weil er schon 4 Tage nicht mehr geschlafen hat und nur kaut.
So kennt man die Erziehungsmittel vom Staatser Mikey. Aber das heißt, du Überhaupt nicht. schaust im Prinzip alles durch, was bei Disney Plus mal drin ist. So, also vor allem diese Kinderserien, die halt ich als Kind gesehen habe, die schaue ich mir immer wieder gerne an. Ja, Schön, Cat das Dog ist gibt's da aber schön. nicht drin, oder? Was ist drin? Cat Dog. Nein, das ist ja Cartoon Network Zeit gewesen, das hast du auf Disney Plus nicht. Achso. Wie schaut's denn aus mit Darkwing Duck? Ist auch drin, habe ich noch nicht angeschaut, aber den Mit werde dem ich mir noch anschauen. Buchsbaum. Mit dem Buchsbaum. Der Geist ist super Schurke, den es überhaupt gibt. Das war echt super, ja. Darkwing Duck war auch ganz stark. Aber heben wir uns auf den Schmerz für eine Special-Folge, da ich sagen. Ja, da bin ich dabei. Das hört sich doch gut an. Wo ich mich aufregen muss, ich weiß nicht, ob ich das schon mal als Wort Dreck dabei gehabt, aber mir ist letztes Mal wieder passiert. Benutzt es, wenn ich mir Zahnhygiene anschaue, dann wahrscheinlich nicht, aber kennt es zumindest einen Zungenschaber. Ja. Ich kenne. Okay, aber hergenommen noch nicht, also wie ich kenne. Nein, weil ich eine tatenlose Mundhygiene habe dabei. Ja, Kannst du das, anschauen. ich weiß einige Mails, die ich vielleicht posten kann, in denen es heißt, ja, wir haben schon wieder meinen verhauten Zehn operieren müssen, weil es mir putzt. Ja, aber das ist aber kein Mail von mir, du. Falle war die von dir. Und du musst der Mike zum Zahnarzt, weil wieder irgendwas rausgefallen ist, vor lauter Pep einschmieren. Wahnsinn. Ungelauter Pep, Mike. Auf alle Fälle diese Zungenschau, die gehen mir so viel auf die Nerven, wenn du sie mal hernimmst. Das ist jetzt mal, als dass sie selber Deep Throat mit der Scheiße. Das ist, ich weiß nicht, ob das irgendjemand auf der Welt hernehmen kann, ohne dass es ihn hebt. Ich nimm das zwei mit drüber oder so hängen die ganze Zeit vom Spiegel, Schminkeverlauf, Tränen laufen oben. Ich fühle mich immer richtig räudig danach. Für Teufel. Warum braucht man so einen Scheiß eigentlich? Da muss doch irgendwas Einfacheres geben, ohne dass wir die ganze Zeit würgeln und ich fast den Für Waschbecken was einschmeißen. ist denn der eigentlich überhaupt, dass der Belag vor der Zunge rund ist? Ja, und du hast da natürlich ein Gackel auf der Zunge drauf und den schabst du da ein bisschen ober. Das mache ich mit der elektrischen Zahnbürste. Mach mal. Ja, genau, das machst du gern. Ja, Falli, jeden Tag. Ja, also entweder ist für Hygiene oder halt zum Üben, keine Ahnung, weil ich nehme da zwar täglich her, aber irgendwie wahrscheinlich niemals ein Deep Throat Profi, wenn ich mich so anschaue. Du wirst nicht besser. Nein, Du nicht schaffst wirklich. das. Nicht Du wirklich. schaffst das. Aber ich schaue zumindest mir gut aus, wie gesagt, wenn er dann die Schminke verläuft und Tränen runterrinnen und alles. Ich würge mich dann ab und zu noch selber dabei, aber macht's auch nicht besser. Tja. Schreibt es in die Wow. Kommentare, wie das geht, ohne dass man hinspeibt. Und was Schickt nur, ein Video. Genau, schickt uns Videos davon. Vielleicht postet ihr dann auch mal eins von mir. Oh Gott, ich weiß das auch von der Freundin, die hat das auch und die sagt, sie muss aber aufpassen, weil wenn es die öfter als dreimal wirkt, dann kotzt. Dann sage ich, ja, das ist in anderen Situationen dann gut zu wissen. Die Information soll jetzt mal mitnehmen. Hat ihr die Serie Nosferatu gesehen? Also dieses, die Nos 4 Ja, oder so wie die vom Joe Hill, oder? Ja, genau. Nach dem Joe Hill Buch, ja. Hast du die ganz gesehen? Ja. Ich habe mir jetzt erst die zweite Staffel angeschaut und da ist mir erst wieder aufgefallen, wie behindert ist denn eigentlich dieser Drecksspitzname Göre? Vollgas. Wolle, Das kommt habe mir ich im das Buch auch nervt. so. Ja, so ein Dreck. Hey Göre, da bist du ja. Und dann der Papa, na alles klar, Göre, halt doch dein Maul mit dem Scheißdreck. Hat mich voll genervt. Also so ein, wer ist denn auf die Idee gekommen, dass Göre ein toller Kosename für sein Kind oder in der Serie war? So ein Scheißdreck. Das war jetzt interessant, wie das quasi im Original ist. Aber es war im Buch schon lästig. Also es war eines von den wenigen Büchern, die ich auch gelesen habe. Aber das war doch schon lästig auch. Hat mich voll genervt. Also das hat mich so genervt, dass ich am liebsten ausgeschalten hätte. Ich habe dann eh nicht mehr so stark aufgepasst, weil ich finde, die zweite Staffel, die baut ordentlich ab. Aber, Jetzt, warte mal schnell, es gibt ja nur zwei, oder? ja, genau. Ich fand, dass die zweite voll durchharzt bis zum Schluss. Also die hat ja wirklich null Durchhänger. Also ich fand die brutal rasant. Ja, Die du bist zweite. auch brutal rasant. Ja. Bin ich. Mit dem Zungenschaber du bist mit deiner elektrischen Zahnbürsten brutal rasant, was du von vorher gehört hast. Aber du, ich hab da jahrelange Erfahrung. Ja, genau, also mit dem Papa wir üben dürfen. So, bitte alle Zahnärzte, die hier gerade mitzuhören, erklärt uns, für was das ist, weil. Habe ich vorher das- schon. Entweder zum Deep Throat üben oder Bist halt du für ein Zungenhygiene. Zahnarzt? Ja, Bist bin ich du ein schon. Zahnarzt? Da Solange musst mein du eh Zahnarzt mir das nicht sagt. Der Zahnarzt ist doch gerade so ein Kurs wie ein Heilpraktiker von einem halben Jahr oder so. Das kann So, doch jeder. jetzt haben wir natürlich keine Zahnärzte mehr, die uns zuhören. Super. Ich glaube, wenn man dreimal der Dentist 1 und 2 hintereinander gesehen hat, ist man ein Zahnarzt. Aber hallo, ja. Ja, Dr. Feinstein weiß, wie es geht. Okay, den einzigen Zahnarzt, der mir gerade spontan einfällt, den ich kenne aus irgendeinem Film, ist der von Hangover. Ja, und da hat's ja Dr. Schwuchtel. Genau, Anruf für Dr. Schwuchtel. Weltklasse-Witz. Oh Gott. Ich bin Arzt. Ach, du bist kein richtiger Genau. Arzt, du bist Zahnarzt. Ich bin Arzt, sagt doch der im Krankenhaus. Und also, ja, das haben sie gestern schon einige Male gesagt, dass sie Zahnarzt sind. Deswegen sage ich ja, das ist doch keine größere Ausbildung als ein Heilpraktiker.
Ja, ich glaube auch. Früher hat doch auch jeder Zahnarzt machen können. Das war doch nie was dramatisch. Ein wenig Schleifer, Bohren, aushauen. Meine, was da Dann fein kann sind. der Schreiner auch theoretisch. Was heißt denn früher? Ja, früher bei den Piraten. Ja, okay. Der Aber erste und der zweite Mord und der Zahnarzt. Ja, genau. Und wenn der Zahnarzt ausgefallen ist, dann waren es halt alle anderen. Ich glaube, am nächsten Zahnarztkongress ist die Folge Gespräch. Ich Ich schwöre. glaube auch. Ja, diese ominösen Zahnarzt kommen. Hey, dein Stiefpapa ist doch Zahnarzt, oder Mike? War. War. Ja. Hat er den halben Jahrkurs nicht geschafft? Du wusstest den halben Jahrkurs. Ja, damit du Zahnarzt werden kannst. Das Jahr, der hat er schon. Hat er schon, weil er war ja er war, jahrzehntelang er war Zahnarzt. praktizierender Zahnarzt. Ja, natürlich. Ja, dann fragst du ihn mal, wie das eigentlich so ist, warum Ich das auf frag. ein halbes Jahr gleich gemacht ist. Ja, in den nächsten Wolex verzeih's euch, wie das Und du ist. fragst ihn Ob wegen die- den Zungenschaber, ob man das auch irgendwie anders machen kann, dass man sich nicht wie eine Schlampe fühlt. Das macht man. Das ist gut. Mich würde interessieren, wie sind die Zahnärzte von den Piraten ans Land gekommen und haben daraus einen richtigen Beruf gebracht? Da müsste man vielleicht auf Wikipedia mal nachlesen. Okay. Die Sagen wir in Geschichte der Gescheiter- Zahnärzte. das bringen wir in Gescheiterfall-Runden. Ja? Wie haben Piraten das Der Zahnarzt Weg von den geschafft? Piraten zu den Zahnärzten. Ja, genau. Das wird auf alle Fälle eine sehr gute Folge. Ja, passt. Ein kleines Überleg habe ich noch dabei, weil das heute erst rausgekommen ist und hab dann gesehen, hey, das ist ja gleich durch, kurz, gerade 6 Folgen, zwischen 10 und 20 Minuten. Neues Star Wars Material haben wir gekriegt, und zwar das Tales of the Jedi. Und ist ganz cool, weil das nämlich die Geschichten, also es spielt zu der Zeit von den Prequels und auch noch davor. Man sagt alte Bekannte wie Qui-Gon Jinn und an Count Dooku und Ahsoka auch wieder und erfahrt ein bisschen, was so zwischen die Prequel-Filme passiert ist. Ein wenig am Werdegang, wie der Count Dooku eigentlich ein Sith Lord geworden ist. Schön gemütlich mit 6 Folgen, was man sieht, vielleicht im Schnitt 2 Stunden. Dann hast du alles sehr angeschaut und hat coole Stimmung auch. Also es ist wieder der Clone Wars Animationsstil, aber man wisst was ja aus Clone Wars schon, dass es nicht rein für Kinder gemacht ist, und auch in dem Fall ist es wieder was Schönes, was nicht nur für Kinder gemacht ist. Hat mir Spaß gemacht. Ja, cool. Ja, schön. Cool. Ja. Das gefällt mir, wenn du Spaß hast. Das ist schön, ja. Und Spaß hast du aber auch mit Andor. Ist zwar noch nicht durch. Ja, Aber- ist jetzt das nächste. Bist jetzt an dran, oder wir Wolleck, vor allem Folge 7 und 8 wechselt da der Score, und der ist richtig fett 80s Synthesizer. Obergeil. Okay. Obergeil. Aber, Ja, taugt mir richtig. steht ganz oben. Nachdem die ganzen letzten Star Wars Serien hübsch gut bei mir angekommen sind, freue ich mich natürlich auf Andor genauso. Ja, sehr schön, da wirst du Spaß haben. Aber das waren meine Warlecks und meine War-Tracks. Ich bin fertig, es ist 10 Uhr auf Nacht, ich muss jetzt dann wieder zum Deepthroaten, also sollten wir aufhören. Das heißt quasi Bürsteln, oder? Das heißt Schaben. Ja, ich werd bürsteln. Du wirst bürsteln, ich werd Schaben. Wir könnten uns mit WhatsApp oder von zuschauen. Genau. Das Bitte wird macht's geil. es. Bitte macht es dabei, richtig mach geil. ich hier die Abmoderation. Vielen Dank fürs Zuhören mal wieder, und ihr geht's bitte noch auf Steady, abonniert uns da, aus ihr habt schon ein Abo, dann schreibt drunter, wie geil wir sind. Oder macht ein größeres Abo, falls gerade das Billig-Abo gemacht habt, jetzt Geiz gekriegt. Macht ein größeres Abo oder bestellt ein T-Shirt, je nachdem, was ihr immer da wollt. Ansonsten auf sämtlichen anderen Kanälen bitte richtig gut bewerten, weil nicht umsonst packen wir hier ein Potpourri der Themen in die Warlecks, einfach damit wir hier jeden Geschmack mal treffen, ob gut oder schlecht, sei mal dahingestellt. Meistens schlecht. Ihr habt ja diesmal zum allerersten Mal festgestellt, dass der Mike einmal böse ist auf den Corby. Was Ich habe wirklich gemerkt, dass immer- der Corby so eine richtig linke Bazille ist. Nein, Mit Vorsicht zu genießen. das darfst du glauben. Mein Gott. Aber es ist Mein typisch Geschäftsführer, genießen. typisch Geschäftsführer. Weißt du, Ja. der tut da vorne Mein mehr Gott. schön, und dann Ja. kriegst du einen Termin und dann wirft er dich Ja. aus. Genau, der tippt da auf die Schulter und sagt, ha, und dann eben eine und dann ab. Ja, genau, auf Wiederschauen Genau. hast du dann. Aber ich hätte noch was, und zwar, es naht ja bald Weihnachten, und wie ich so mitgekriegt habe, man kann unsere Steady-Abos auch verschenken. Also wenn ihr ein richtig geiles Geschenk wollt, wo der euch eine Liebsten wirklich lang was davon haben, nämlich ein ganzes Jahr, und das jede Woche mindestens eine Folge, dann verschenkt es uns doch. Wir haben ein super Geschenk. Wir schauen mal gut Ja. aus, riecht man nicht schlecht, und unsere Informationen sind meistens Ja. über jeden Zweifel erhaben. Ordentliche Ja. Mundhygiene haben der Mike und ihr auf alle Fälle. Der Corby hat sich da Das sauber sowieso. enthalten. Der Corby, der trinkt da viel Alkohol, dass da nie irgendwas in meinem Mund gedeihen kann. Das passt. Wenn du über 50% saufst, dann passt das ja, Manni. Ja. Und es sollte Wodka sein, weil bei Street Kings hat uns ja der Keanu Reeves gesagt, dass er Wodka nicht so, den riecht man nicht so, wenn man den über sauft. Du musst es bitte richtig ausdrücken, das heißt Wodka. Wodka blärt.
Ein Wodka Blade. Ja, genau. Ein Wodka. Aber nein, das ist eine gute Idee, Mike, weil bevor jetzt der Rest hier sich denkt, was schenke ich denn von Lego her, jetzt muss ich da Held der Steine 1000 Videos anschauen. Na, geht's auf Steady, gebt's Viva la Movilusion ein, Verschenker. Genau, verschenkt die Helden der Podcasts statt der Steine. Jeder, der das hört, hat auf alle Fälle einen guten Geschmack und warum sollte er das nicht weitergeben? Ja. Man tut doch seine Liebsten immer was Gutes. Aber da fällt mir gerade noch was ein, weil wir ja über ihn halt geredet haben. Ein kleines Shoutout an den Held der Steine. Wenn du das hörst, du bist herzlich eingeladen zu uns zum Podcast. Du darfst entweder bei die Bolex mitmachen, aber wir machen ja gerne eine Sonderfolge über Lego. Lego-Movie. Oh ja, oder über Lego-Movie. Also hiermit eine offizielle Einladung. Brief noch aber sauber, gell? Nicht, dass er wieder in den Träger gelangen mit deinen Gästen. So, ich sag jetzt nichts mehr. Kali, du darfst goodbye sagen. Ja, goodbye, pfiat euch. Schön, dass du da warst. Servus und habe Dere. Nicht beim besten Podcast der Welt diesmal? Ja, falle doch beim besten bitte. Podcast der Welt. Nicht beim Zahnarzt. Nein. Den Podcast, was man gut beim Zahnarzt hören kann. Ja, genau. Du brauchst kein Lachgas mehr, das hat leider geschlafen. Ja, richtig. Also dann, Wiederschauen. Servus. Nein, ciao.